ist als Pastor, sind so die Momente, wo so cool sind, eben das Kind einsegnen dürfen. Aber etwas, wo auch mega bewusst wird, immer wieder, und nicht nur als Pastor, wahrscheinlich auch euch, ist, wie nah manchmal auch Freude und Leid zusammen ist. Wie nah die zwei Sachen beieinander sind und wie schnell, dass man manchmal auch vom einen ins andere hinein fallen kann. Es braucht einen einzigen Moment, wo uns aus grosser Freude vielleicht in eine tiefe Trauer hinein kann werfen. Wir erleben das hier in der Kirche immer wieder. Zum einen haben wir heute Morgen die Einsegnung gehabt. Am Freitag war da drin eine Gedenkfeier für ein Kind, das viel zu früh hat müssen gehen, das im Mutterleib schon gestorben ist. Und diese Sachen, die werfen Fragen auf. Warum lässt Gott so etwas zu? Warum passiert das? Warum müssen wir so Sachen erleben? In letzter Zeit bin ich etlichen so Situationen begegnet, Menschen, die eben nicht einfach nur durch irgendwie eine Krise durchgehen, sondern die mit tiefstem, heftigstem Leid, von heftigstem Leid betroffen sind und sich irgendwo da durchkämpfen müssen. Menschen, die zum einen viele Menschen mit psychischen Problemen, die mit dem kämpfen, und ich sehe das Leid bei ihnen, aber auch das von den Menschen um sie herum. Denn Menschen mit Krankheiten, körperlich, aber eben auch psychisch, Todesfälle, Beziehungen, die in die Brüche gehen, teilweise auch existenzielles Leid. Und das alles gibt es sowohl bei uns in den Kirchen, aber natürlich überall rund um uns herum auch. Es sind Sachen, wo wir uns mega schwer tun damit und wo unser Herz enorm belasten können. Das können auch Sachen sein wie ein unerfüllter Kinderwunsch oder eben auch einfach ein Beziehungswunsch, wo irgendwie uns versagt bleibt. Das sind Sachen, die tiefes Leid verursachen können und wo wahrscheinlich niemand von uns kalt lässt. Und wo uns vor Fragen stellt, wo es schwierig ist, Antworten zu finden. Und ich habe gemerkt, so jetzt, je länger dass wir in diesem Job sind, dass es wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und uns Gedanken darüber machen. Weil völlig unabhängig, wie viel Leid du jetzt vielleicht gerade aktuell erlebst, Leid ist ein Thema, das dich früher oder später immer wird betreffen. Es ist etwas, das zu unserem Leben mit dazugehört und wo wir nicht drum herumkommen. Jeder von uns wird irgendwann mit Leid konfrontiert. Spätestens dann, wenn irgendjemand, der uns lieb ist, stirbt. Das ist bei den meisten vielleicht als allererstes die Großeltern. Und dann vielleicht irgendwann aber die eigenen Eltern. Und manchmal gibt es das überraschend, vielleicht der Partner oder sonst jemand aus unserem Freundeskreis, der uns mega nahe ist, stirbt viel zu früh. Es kann aber auch sein, dass wir das Leid bei jemand anderem sehen, dass wir vielleicht nicht einmal ganz selber so fest betroffen sind, aber merken, wie uns das zu schaffen macht und wie wir mitleiden und selber von dem Leid betroffen sind, auch wenn es vielleicht jemand anders noch viel mehr betrifft. Und in dem ihnen auch ohnmächtig sind und nicht wissen, ja, was soll ich machen, was kann ich machen, wie wir ohne irgendetwas dastehen und nicht wissen, was machen wir mit dem Leid, wie gehen wir damit um. Und ich glaube, völlig unabhängig davon, ob wir Christ sind oder ob wir eine ganz andere Sicht aufs Leben haben, jeder von uns muss sich irgendwann dem tiefen Schmerz und den Fragen, die das Leid in unserem Leben auslöst, stellen. Jeder von uns muss irgendwie einen Weg finden, in dieser Welt und vor allem eben mit dem Leid, das ihn persönlich trifft, umzugehen. Es ist mega wichtig, dass wir lernen, unabhängig vom Leid und von der Not und vom Schmerz, wo wir vielleicht haben, ein sinnvolles Leben zu finden. Ein Leben, das eben trotz allem lebenswert ist. Und vielleicht trifft dich das jetzt die Predigt gerade in einer Situation hinein, wo du selber von so einem schweren Leid betroffen bist. Wo du gerade in so einer Situation hineinstehst. Und dann soll dir die Predigt helfen, einen Umgang mit dem zu finden und Hoffnung in dem zu sehen. Vielleicht sogar einen Sinn drin zu finden. Und vielleicht sind es aber auch einfach Menschen in deinem Umfeld, die schweres Leid erleben, die dich auch betroffen macht. Und dann ist mein Wunsch, dass die Predigt dir hilft, wie du ihnen, in ihrem Leid kannst Hoffnung geben und Hilfe sein kannst. Und du dort drin kannst dich vielleicht ein bisschen weniger hilflos fühlen.
Und wenn du in dieser privilegierten Situation bist, dass vielleicht dich im Moment kein Leid wirklich trifft, dann glaube ich, ist es trotzdem wichtig, oder vielleicht ein guter Moment, sich damit auseinanderzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, weil es auch bei dir sein könnte, dass irgendwann das Leid dich irgendwo trifft und du in eine Situation kommst, wo es dich ganz persönlich trifft. Und dann ist es gut, wenn du das vorher dir schon Gedanken darüber gemacht hast und nicht erst in der Situation rein musst. Ich beobachte immer wieder, wie Leid in den Menschen zwei Reaktionen hervorbringen kann. Es gibt Menschen, die zerbrechen am Leid, denen ihre Gottesbeziehung zerbricht am Leid. Sie kommen irgendwo an einen Punkt an, wo sie durch das Leid und durch den Schmerz den Glauben irgendwo an Gott verlieren. Wo sie irgendwann an einen Punkt ankommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr glauben. Häufig sind das Aussagen wie, ich kann nicht an einen Gott glauben, der so etwas zulässt. Und es sind völlig berechtigte Fragen, die erlaubt sind und die man nicht unterdrücken sollen, die man anstellen dürfen. Aber es ist eine Tragödie, wenn an dem der Glaube zerbricht. Ich kenne Freunde, die mit mir voll unterwegs sind, Kirchen gebaut haben, die an diesen Fragen zerbrochen sind, am Leid, das sie gesehen haben und wie wenig Linderung das es manchmal gegeben hat. Weil sie es irgendwo nicht geschafft haben, den Glauben an einen guten Gott zusammenzubringen mit dem Leid, das sie gesehen haben. Dann gibt es aber auch das Gegenteil eigentlich. Menschen, die ihre Gottesbeziehung gerade durchs Leid viel stärker, viel tiefer, viel echter wird, als sie vorher gewesen sind. Die mitten im Leid sich erst recht an den Gott wendet und wo Gott gerade im Leid erlebt als einen Gott, der nahe ist, der echt ist, der für sie da ist und wo sie trägt. Und dann gibt es sogar Menschen, die erst durchs Leid überhaupt zu dem Gott finden und merken, hey, da ist ja einer, da ist noch viel mehr rum. Wenn ich jetzt das so gesagt habe, kommen dir vielleicht auch gerade schon direkt Menschen in den Sinn, wo du das vielleicht beide Seiten schon erlebt hast. Menschen, die am Leid zerbrochen sind, Menschen, die im Leid in eine tiefe Gottesbeziehung hineingefunden haben. Mein Wunsch für dich ist, dass du jemand sein kannst, der eben gerade im Leid sich dem Gott zuwenden kann und wo erleben kann, wie Gott mit dir durch das Leid durchgeht. Und dass du eben gerade im Leid nicht ohne Hoffnung bist und vielleicht sogar einen Sinn kannst drin finden. Und damit das passieren kann, müssen wir uns mit dem Thema irgendwo auseinandersetzen. Weil Leid stellt dir schwierigste Fragen. Und wenn du keine Antwort hast oder wenn du nicht weißt, wie mit diesen Fragen umgehen, dann ist die Chance groß, dass du an diesen Fragen zerbrechen kannst. Und etwas, was auffällt, ist, dass gerade unsere Kultur heute, die westliche Kultur, wo wir drinnen aufwachsen, sich sehr schwer tut mit dem Thema Leid und wenig bis gar keine Antworten darauf hat. Leid ist ja nicht etwas, das völlig neu ist. Auch schon früher noch und in anderen Religionen, in anderen Zeiten, hat man sich mit dem Leid auseinandersetzen und sich überlegen, wie man mit dem Leid umgeht, wie man Weg und Mittel findet, um mit dem umzugehen. Gerade früher zum Beispiel, im Mittelalter, ist jedes 5. Kind gestorben, bevor es 1 geworden ist. Und nur jedes 2. Kind ist überhaupt 10 geworden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir dort drin in dieser Zeit aufgewachsen wären, wir hätten viel mehr Leid, wo wir konfrontiert werden und wir müssten ganz anders lernen, mit dem Leid umgehen, als wir das heute müssen. Wir sind in dieser privilegierten Situation, dass wir heute enorme finanzielle Mittel haben, dass wir enorme medizinisches Wissen haben und Fortschritt gemacht haben und mega viel Leid abwenden können, schon bevor es passiert. Und dass wir wahrscheinlich zu der Generation auf dieser Welt gehört, die am wenigsten Leid erleiden muss, verglichen mit allen anderen vorher und teilweise auch verglichen mit Menschen und Kulturen auf dieser Erde, die zur gleichen Zeit wie wir leben. Und trotzdem stellen viele Forscher fest, dass wir uns viel schwerer tun im Umgang mit Leid, als das bei vielen anderen früher der Fall war. Und ich habe mir vorgestellt, woher kommt das? Und wahrscheinlich fragst du dich das auch. Und ich glaube, im Großen und Ganzen sind es 2 falsche Annahmen oder falsche Denkweisen, die dafür sorgen, dass sich Menschen heute so schwer tun mit Leid. Das ist selbstverständlich nicht abschliessend, aber ich glaube, das sind 2 grosse Punkte, die
dazu führen, dass wir uns so schwer tun. Die eine falsche Annahme ist, dass Leid sinnlos ist und dass wir es um jeden Preis verhindern müssen. Die Annahme, die kommt davon, dass viele Menschen heute das Ziel haben, das Leben zu führen, das sie sich aussuchen. Und ihre Maxime dabei ist, möglichst glücklich zu sein. Wenn das unser Ziel ist in unserem Leben, dann ist jedes Leid eine Störung von unserem Lebensziel und etwas, das uns davon abhält, unser Ziel im Leben zu erreichen. Es ist sozusagen dann das Krebsgeschwür von unserem Leben, etwas, wo wir möglichst schnell zum Verschwinden lassen müssen. Und ich meine, was richtig ist, dass Leid oft ungerecht ist, dass es oft unverdient ist und dass es schwierig ist, gerade im Leid in dem ihnen irgendwo einen Sinn zu sehen. Aber trotzdem ist es eben auch eine Tatsache, dass Leid immer wieder auch ganz viel Gutes hervorbringen kann. Es muss nicht, aber es kann. Leid kann uns, wie ich schon angesprochen habe, in eine viel tiefere und in eine nähere Beziehung mit Gott führen. Leid kann, so schmerzhaft dass es vielleicht auch ist, uns helfen, den Sinn und das Ziel von unserem Leben zu erreichen. Es kann uns auf dem Weg vorwärts bringen, manchmal sogar schneller vorwärts bringen, als wenn wir kein Leid erleben würden. Leid muss nicht unbedingt sinnlos sein. Ich möchte später noch mal ein bisschen genauer auf das eingehen, wie wir vielleicht einen Sinn im Leid sehen. Aber jetzt möchten wir die zweite falsche Annahme noch anschauen. Die zweite so falsche Annahme oder falsche Denkensweise, die sich unser Denken manchmal einschleicht, ist die Annahme, dass es Gottes Aufgabe wäre, Leid zu verhindern. Und das ist mega stark von dieser ersten Annahme beeinflusst, dass Leid sinnlos ist. Weil wenn wir davon ausgehen, dass unser oberstes Ziel vom Leben ist, dass wir glücklich werden müssen und Leid nur etwas ist, das total sinnlos ist in unserem Leben, dann passiert es mega schnell, dass wir den Eindruck haben, dass doch dann Gott, wenn er wirklich gut ist, Leid verhindern müsste. Eines der Hauptargumente, wenn man Menschen, die nicht an Gott glauben, fragt, warum sie nicht an Gott glauben, ist, wenn Gott doch gut ist und allmächtig, so wie wir sagen, dann müsste er doch möglichst alles dafür tun, um Leid zu verhindern. Sonst kann er doch nicht gut sein. Und es ist ein Stück weit auf den ersten Moment manchmal sehr gut nachvollziehbar. Und ich möchte nicht zu fest auf das Argument eingehen, aber es stimmt grundsätzlich eben nur, wenn wir uns anmassen zu wissen, was denn wirklich gut ist. Und die Frage ist, ob wir diese Frage effektiv beantworten können. Ob wir in der Lage sind, über das Gesamte zu sehen, zu entscheiden, was wirklich gut ist und was nicht. Wenn Leid nur sinnlos ist, dann ist klar, dass es Gott verhindern müsste. Aber vielleicht hat Gott auch eine andere Sicht, eine andere Erklärung, warum Leid passiert, wo wir vielleicht bis jetzt nicht verstehen können oder nicht sehen. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem 3-jährigen Kind, das oft nicht versteht und vielleicht sogar manchmal muss brüllen, wenn die Eltern ihm etwas wegnehmen, was zum Beispiel gefährlich ist oder was es nicht machen soll. Es versteht nicht, warum die Eltern in diesem Moment so handeln und es tut ihm vielleicht weh und schmerzt. Aber irgendwann später ist es vielleicht in der Lage, im Rückblick zu verstehen, warum die Eltern dazu mal so gehandelt haben oder warum das passieren konnte. Ich merke, dass die Sicht darauf, dass Gott alles Leid auf dieser Welt müsste wegnehmen oder verhindern, eine Sicht ist, die sehr fest von dem Weltbild geprägt ist, wo heute in der heutigen Gesellschaft, jetzt nicht unbedingt unter Christen, vorherrschend ist. Dass es etwas ist, was stört und was verhindert werden muss. Ein Großteil der Menschen oder der Menschheit denkt heute so und ich merke, wie auch viele Christen immer mehr von dem Denken geprägt sind und ihre Sicht auch auf Leid häufig so gefärbt ist. Es gibt auch manchmal die Aussage, die wir unter Christen hören, Gott möchte jeden heilen. Aber ganz ehrlich, es stimmt leider vielleicht nicht. Irgendwann wird jeder geheilt. Ja, das stimmt, wenn wir auf die Ewigkeitsperspektive denken. Aber wir erleben auf dieser Welt nicht, dass Gott jeden Mensch heilen will. Es sind so 2 falsche Denkweisen, die dazu führen können, dass wir an diesen Fragen, wo das Leid uns stellt, wenn wir nicht irgendwo mit denen gerungen haben, zerbrechen können.
Je mehr unser Denken von diesen Denkweisen geprägt ist, desto schwieriger ist es für uns, mit der grössten Frage, die das Leid an uns stellt, umzugehen. Die grösste Frage, die das Leid an uns stellt, ist die nach dem Warum. Das ist wahrscheinlich die, wo jede Person, die mit einem schweren Leid konfrontiert wird, sich fragt und sich stellt und sagt, warum? Warum passiert mir das? Warum nicht jemand anders? Habe ich das mit irgendetwas verdient? Warum lässt Gott so etwas zu? Warum greift er nicht ein und ändert die Situation? Das ist die grösste Frage, die wir uns stellen. Und mit dieser Frage ist auch gleichzeitig eine grosse Gefahr verbunden. Vor allem, manchmal, oder ich sage ganz speziell dann, wenn wir nicht unbedingt die Personen sind, die vom Leid betroffen sind. Weil die Gefahr ist, dass wir auf diese Frage versuchen, eine viel zu einfache Antwort zu geben. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, weil das so eine schwierige Frage ist, uns irgendeine einfache Antwort zurechtlegen, die uns hilft, das Ganze zu verstehen. Und es gibt Erklärungsversuche und es gibt Antworten, die in gewissen Situationen ihnen passen und stimmen, aber es gibt keine Antwort, die die Frage ein für alle Mal und endgültig erklärt. Vielleicht hast du auch schon so billige, gefühlslose Antworten gehört, warum jemand ein Leid erlebt. Hat es Leute, die das schon mal so miterlebt haben? Ja, jenste, oder? Und es gibt so ein paar Antworten und ich möchte ganz kurz durch die durchgehen und vielleicht schnell sagen, warum die nur teilweise wahr sind. Oder? Es ist nicht, dass die Antworten grundsätzlich einfach falsch sind, aber sie sind meistens nur teilweise wahr und eben darum schwierig zu sagen. Eine von diesen Antworten ist, dass wir Menschen ja einen freien Willen haben. Oder dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Habt ihr das auch schon gehört? Und das stimmt. Das ist absolut so. Und das hilft manchmal auch zu erklären, warum Menschen anderen Menschen Leid antun. Aber es gibt uns nicht eine Antwort darauf, warum an einer bestimmten Person ein bestimmtes Leid hat passieren musste. Es gibt uns auch keine Antwort darauf, bei Naturkatastrophen, Unfällen und so weiter, warum genau diese Person getroffen worden ist. Und es hilft dir als betroffene Person nicht, zum Wissen, dass halt einfach in dieser Welt Sachen passieren. Dann gibt es manchmal Aussagen, dass Gott eben nicht in den freien Willen der Menschen eingreift. Auch das stimmt nicht. Er könnte. Und wir lesen in der Bibel mehrere Beispiele, wie er es gemacht hat. Und wir erleben auch immer wieder, wie er sich über Naturgesetze hinwegsetzt. Und es gibt auch Beispiele, wo Gott eingegriffen hat. Es gibt manchmal das Argument, ja, Leid ist eine Schule vom Leben und wir brauchen das Leid zum Vorwärtskommen in unserem Leben. Und Gott verteilt es so, dass wir eben jeder von uns Fortschritt machen. Aber auch das stimmt nicht, weil es trifft so oft die Falschen. Und häufig ist es so, dass die es am meisten nötig haben, eigentlich am besten wegkommen. Oder relativ wenig Leid erleben. Und andere so viel, dass es für sie beleben wird lange. Und dann gibt es noch das weitere Argument, dass manchmal gesagt wird, ja, wenn du Leid erlebst, ist das vielleicht Konsequenz auf Sünde in deinem Leben. Eine Strafe von Gott für etwas, was nicht okay ist in deinem Leben. Ich habe vielleicht auch schon Leute da drin erlebt. Oder ich kenne Leute, die das erlebt haben. Wo es dann heisst, hey, vielleicht musst du dein Leben prüfen. Vielleicht ist da irgendwo noch Sünde. Und das ist der Grund, warum du krank bist. Aber das stimmt in so vielen Momenten nicht. Und es ist verletzend, wenn man Menschen in ihrem Leid mit so Argumenten und so Erklärungsversuchen kommen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch in dem hinein. Es ist nicht so, dass die eben Antworten einfach per se schlecht wären oder falsch sind. Aber sie treffen so oft nicht den Nagel auf den Kopf und sie geben meistens oder eigentlich nie eine Erklärung, warum an einer bestimmten Person ein bestimmtes Leid passiert ist. Es erklärt vielleicht teilweise, warum es Leid geben kann. Aber das andere nicht. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sein wollen, dann ist die einzige Antwort, die wir wirklich sagen können auf die Frage nach dem Warum, dass wir es schlicht und einfach nicht wissen. Zum Beispiel, wenn ein Kind behindert ist oder wenn jemand von einer bestimmten Krankheit getroffen wird, jemand ein Opfer von einer Naturkatastrophe oder von einem Verbrechen wird. Wir wissen es einfach nicht. Es ist eine Tragödie, dass das passiert. Und wir wissen nicht genau, warum.
Und ich glaube, es ist ehrlicher und hilfreicher, wenn wir dieser Versuchung widerstehen, so einfache Antworten auf Leid zu versuchen, wenn jemand Leid erlebt. Und wenn wir gescheiter einfach akzeptieren, dass wir es nicht wissen. Es gibt in der Bibel ein ganzes Buch, wo um das Thema geht, warum passiert Leid und wo uns lehrt, in dem Sinne keine einfache und vorschnelle Antworten auf das Warum vom Leid zu geben. Es ist das Buch vom Hiob. Vielleicht haben das die einen schon mal durchgehört. Es ist ein langes Buch und mega spannend. Und es ist eigentlich ein Buch, das manchmal wie quer in der Bibel drin ist, aber wo mega spannend ist und wo gerade zu dem Thema eine Sensation ist. Der Hiob war ein aufrichtiger und ein rechtschaffener Mann, der Gott gefürchtet hat, wo es heisst, dass er nichts Böses gemacht hat. Und Gott lässt zu, dass er alles verliert. Sein ganzes Hab und Gut wird ihm zuerst genommen. Dann verliert er all seine Kinder. Er hat 10 Kinder gehabt. Verliert alle. Und schlussendlich verliert er auch noch seine Gesundheit. Und der Hiob hat nichts von dem Leid effektiv verdient gehabt. Das Gute war, der Hiob hat 3 Freunde gehabt in dieser Situation. Und am Anfang sind sie gekommen und haben einfach nur ihm zugelassen und sind für ihn da gewesen. Und das ist manchmal genau das, was einfach nötig ist. Nur da sein, mehr nicht. Und dann mit der Zeit hat aber jeder angefangen, eben die Erklärungen zu suchen und versuchen zu erklären und gesagt, hey, Gott wird doch nicht ohne Grund dir so viel Leid schicken. Es muss doch so sein, dass du irgendetwas gemacht hast. Gott ist gerecht, es muss irgendeinen Grund geben, warum du das verdienst. Prüf dich, Hiob. Schau an. Wehr dich nicht. Bist vorsichtig, wenn du Gott sagst, du hättest das nicht verdient. Auch du kannst nicht ohne Sünde sein. Und so weiter. Und vieles, was sie gesagt haben, ist nicht per se falsch gewesen. Vieles würden wir unterschreiben, was sie sagen. Das sind lange Reden. Nicht so einfache, kurze. Aber keiner von ihnen hat Recht gehabt. Und sie haben mit ihren Aussagen am Hiob Unrecht getan. Und am Schluss von dem Buch redet Gott selber zum Hiob. Geht auf ihn ein, auf seine Klagen. Der Hiob war ehrlich mit Gott, sehr, sehr ehrlich. Er hat Gott ganz ehrlich gesagt, was er gedacht hat. Und das ist etwas, was wir dürfen in unserem Leid hinein. Ehrlich sein mit Gott. Und Gott begegnet dem Hiob, redet zu ihm. Aber das Spannende ist, er erklärt dem Hiob nicht, warum. Er gibt ihm nicht eine Antwort aufs Warum. Aber etwas anderes ist in dem hinein passiert. Und auf das komme ich gerade noch. Aber ich glaube, wenn es um die Frage nach dem Warum geht, ist es wichtig, dass wir irgendwo lernen, mit dieser Spannung umzugehen. Dass wir nicht eine wirklich zufriedenstellende, nicht eine endgültige Antwort darauf werden bekommen, warum uns Leid zustößt. So sehr wir uns das vielleicht manchmal auch wünschen. Aber das Gute ist, dass uns unser Glaube, das Christentum, nicht einfach mit dem stehen lässt und noch viel mehr zu dem Thema zu sagen hat. Und ich möchte jetzt auf die Sachen eingehen, die sonst das Christentum zum Leid sagt. Was sich zeigt, ist, dass das Christentum einen einzigartigen Umgang mit Leid hat, anders als alle anderen Religionen oder auch Philosophien. Und ich möchte nur ganz kurz so einen Abstecher in die Philosophie hineinmachen, einfach um euch schnell ein bisschen aufzuzeigen, wie sich das Christentum unterscheidet von anderen Religionen und Philosophien. Und ich mache das, indem ich euch einfach ein Zitat zeige von Timothy Keller, wo ein sensationelles Buch über das Thema geschrieben hat und wo das sehr gut auf den Punkt bringt. Er schreibt, anders als der Fatalismus lehrt das Christentum, dass Leid schrecklich ist. Anders als der Buddhismus, dass es real ist. Anders als die Karma-Lehre, dass es oft ungerecht ist. Und anders als der Säkularismus, dass es einen Sinn hat. Leid ist sinnvoll. Und richtig betrachtet kann es uns wie einen Nagel tief in das Liebesherz Gottes hineintreiben und uns mehr innere Stabilität und Kraft geben, als wir uns vorstellen können. Der Buddhismus sagt, akzeptiere das Leiden. Die Karma-Lehre sagt, zahle es ab. Der Fatalismus sagt, trage es wie ein Held. Der Säkularismus sagt, meide es oder repariere es.
Das ist eine reichhaltige Aussage. Vielleicht ist das für die einen ein Stück weit zu viel. Aber das Christentum hat einen einzigartigen Umgang mit dem Leid. Es sagt nicht, all diese Sachen sind per se einfach falsch, sondern es sagt, es nimmt das wie ein Stück weit zusammen. Es bildet einen Umgang mit dem Leid, wo ehrlich ist, wo authentisch ist. Es sagt, Leid ist schrecklich. Es ist real. Es ist etwas, wo uns passiert und wo wir nicht einfach wegschieben müssen. Es sagt auch, Leid ist oft ungerecht. Nicht etwas, was wir verdient haben. Aber das Christentum sagt auch, Leid ist nicht sinnlos. Und es gibt uns eine Hoffnung, es gibt eine Hoffnung für dich mitten in dein Leben hinein, in dein Leid, wo du drin bist. Und das ist die gute Nachricht, die uns das Christentum gibt. Das ist die gute Nachricht von unserem Glauben, dass wir im Leid hinein Hoffnung haben und vielleicht einen Sinn drin finden. Und das ist das, was ich jetzt im zweiten Teil dieser Predigt mit euch anschauen möchte. Ich möchte zuerst über die Hoffnung, die uns der Glaube im Leid gibt, reden. Es ist eine doppelte Hoffnung, die wir haben dürfen. Es ist zum einen eine Hoffnung auf die Zukunft hin, aber es ist eben auch eine Hoffnung für uns im Jetzt hinein, in dem Moment, wo wir drinstehen. Und es ist entscheidend, dass wenn wir im Leid sind, wenn du im Leid bist, dass du Hoffnung hast. Ob und was für eine Hoffnung du in deinem Leid hinein drin hast, ist enorm wichtig dafür, wie du daraus wieder kommen wirst. Was du im Leid hinein machst und wie du dein Leben drin gestaltest. Du brauchst Hoffnung. Und die erste Hoffnung für dich ist die Hoffnung, dass es nach dem Tod eben noch ein Leben gibt, noch weitergeht. Es ist die Hoffnung, dass das Leben nicht einfach alles ist, wo wir haben und wo wir alles daraus rauspressen müssen, sondern das Beste eigentlich noch vor uns liegt. Dass es noch weitergeht. Dass auch wenn Sachen in unserem Leben schlimm sind, dass es sich lohnt, eben durchzuhalten und weiter zu glauben und weiter zu gehen. Die Bibel beschreibt uns das Leben als ein Leben von einer völlig neuen Qualität. Ein Leben, das frei ist von Leid, das frei ist von Tränen, das frei ist von Ungerechtigkeit. Es wird uns in der Offenbarung beschrieben, in der Offenbarung 21, Vers 4. Er, Gott, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Völlig unabhängig davon, wie dein Leben im Moment aussieht. Das ist deine Zukunft. Das ist deine Hoffnung. Das ist das, was dir versprochen ist. Du findest in keiner anderen Religion, in keiner anderen Philosophie eine Hoffnung wie die. Und es ist eine Hoffnung auf ein reales Leben. Die Bibel redet davon, dass wir einen neuen Körper bekommen. Einen, der nicht vergeht. Einen, der nicht krank wird. Einen, der völlig unversehrt ist, der erlöst ist. Einen, der ewig bleibt. Das ist die Grundhoffnung, die für dich gilt. Die Hoffnung, dass du in einem ganz neuen Körper und in dem Leben von einer neuen Qualität auferstehen wirst. So wie es Jesus auferstanden ist. Und seine Auferstehung ist Realität. Es gibt über 200 Augenzeuge, die es gesehen haben, die ihn erlebt haben. Es ist nicht einfach etwas, wo wir uns schön erzählen, um uns ein bisschen Hoffnung zu machen, sondern es ist eine echte Hoffnung, eine, die verhebt, wo du darauf zählen kannst. Es ist die Hoffnung, dass das, was du jetzt erleidest, in deinem Leid ihnen nicht das Ende ist. Das Beste noch vor dir liegt. Dass es sich lohnt, zum durchzuheben, egal wie hart, dass es vielleicht jetzt gerade in dem Moment ist. Die zweite Hoffnung ist die speziell fürs Heute ist. Wenn du gerade jetzt vielleicht in dem Leid stehst und es dich mit voller Wucht trifft. Im Leid ist es oft so, dass du dich allein und unverstanden fühlst und es sich anfühlt, als wäre dein Gott vielleicht weit, weit, weit weg. Und ich möchte dir zusprechen, in das hinein, dass Gott dir eben gerade im Leid hinein nicht fern ist. Leid ist nicht etwas, wo unserem Gott fremd ist. Im Gegenteil. Gott ist selber Mensch geworden, so wie du und ich. Er hat jede Distanz, die zwischen ihm und uns war, überbrückt. Jesus Christus ist Mensch geworden. Er hat als Mensch auf dieser Welt gelebt, weil er dich liebt. Und er hat freiwillig für dich
Leid auf sich genommen. Er ist freiwillig für dich am Kreuz gestorben, aus Liebe. Jesus hat sowohl körperliches als auch seelisches Leid selber erfahren. Er weiß, was Traurigkeit ist. Er weiß, was Schmerz ist, Verzweiflung. Er weiß, wie es ist, abgelehnt zu sein, weil er es selber erlebt hat. Und darum versteht er auch dich in deinem Leid hinein. Und darum ist er dir näher in deinem Leid hinein. Es lässt ihn nicht kalt. Im Gegenteil. Wenn du leidest, es bewegt Gott. Es löst etwas in ihm aus. Er leidet mit dir. Wir lesen im Johannes 11, 33 bis 35 eine Geschichte, wie Jesus reagiert hat, wo einer von seinen Freunden gestorben ist, wo sie ihn gerufen haben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn, Jesus, Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Jesus leidet mit dir. Dort, wo du in Tränen drin bist, ist er auch in Tränen mit dir und leidet mit dir und fühlt mit dir. Und von allen Weltreligionen ist das das einzig und allein der christliche Glaube, wo uns einen Gott zeigt, wo selber Mensch geworden ist, wo selber Leid und Tod erlebt hat und mit dir kann mitfühlen. Und merkst, was das bedeutet, wenn wir ein bisschen genauer über das nachdenken. Auch wenn du immer noch offene Fragen hast, auch wenn du Gott vielleicht immer noch nicht verstehst und auch wenn es vielleicht immer noch unverständlich ist für dich, warum Gott dein Leid zugelassen hat, warum Gott dein Leid nicht weggenommen hat. Es gibt einen Vorwurf, den wir Gott in dem Sinne nicht machen können, nämlich den Vorwurf, dass er dich nicht liebt. Es kann ihm nicht egal sein, wer du bist und was du leidest, weil er ist für dich auf die Welt gekommen. Er hat mitgelitten. Er ist für dich freiwillig am Kreuz gestorben. Du bist ihm so wichtig, dass er freiwillig Mensch geworden ist, dass er freiwillig sich selber für dich angegeben hat und für dich gestorben ist. Er versteht dich in deinem tiefsten Leid hinein, weil er selber gelitten hat. Und er versichert dir in deinem Leid hinein, dass du nicht allein bist und dass er eines Tages all deine Tränen abwischen wird. Und dich nicht allein durch das Leid durchgehen lässt. Im Psalm 34, Vers 19 wird das so schön ausgedrückt. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Vielleicht musst du das ganz kurz sacken lassen. Gott verspricht uns nicht kein Leid, aber er verspricht, dass er mit dir in deinem Leid drin ist. Und dass, wenn du diese Hoffnung hast und dich in deinem Leid nicht von ihm abwendest, sondern eben ihm zuwendest und auf ihn zugehst, dann kannst du erfahren, wie es eben dann plötzlich möglich wird, das, was sonst unmöglich scheint, dass du trotz schwerstem Leid, das du erlebst, einen tiefen inneren Frieden findest. Dass du, obwohl dir der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist, du Halt und Geborgenheit finden kannst. Dass du mitten in deiner Angst, wo vielleicht das Leid auslöst, Zuversicht und Hoffnung finden kannst. Dass du stark sein kannst, dort, wo du selber eigentlich keine Kraft mehr hast und nicht mehr magst. Und dass du in der Einsamkeit von deinem Schmerz dich doch nicht allein musst fühlen und merkst, da ist einer, der mit mir ist. Und dass du trotz allen unbeantworteten Fragen Ruhe und Frieden für deine Seele kannst finden. Das ist die Hoffnung, die Gott dir gibt. Das ist die Hoffnung, die nur er in dir kann bewirken kann. Und aus dieser Hoffnung heraus ist es dann schlussendlich auch möglich, dass wir einen Sinn in dem ganzen Leid finden können. Manchmal ist es schwierig zu sehen. Manchmal sehen wir das erst weit im Nachhinein. Manchmal vielleicht auch gar nicht.
Aber Leid kann mega viel Sinn haben und kann viel auch in deinem Leben bewirken. Gutes. Gott ist ein Gott, der selbst aus tiefstem Leid schlussendlich etwas Gutes kann entstehen lassen. Römer 8, 28 heisst, dass wir wissen können, dass die Gott lieben, dass Gott aus allem, was ihnen zustößt, schlussendlich etwas Gutes machen kann. Gott sagt nicht, dass uns nur Gutes zustößt, aber er sagt, dass er aus allem schlussendlich etwas Gutes machen kann. Das heisst auch nicht, dass er, wenn Leid etwas Gutes, aus Leid etwas Gutes kann entstehen, dass das der Grund ist, warum Gott uns Leid geschickt hat. Ein Sinn gesehen im Leid ist nicht das Gleiche wie eine Antwort aufs Warum. Aber Gott kann das schlimmste Leid nehmen und schlussendlich etwas Gutes in deinem Leben daraus machen. Und ich möchte ganz kurz 4 Sachen auflisten, die oft in unserem Leben erst passieren, wenn wir durch das Leid durchgehen. Leid kann dich in eine viel tiefere Beziehung mit Gott hineinführen. Glauben ist einfach, wenn alles gut ist. Aber erst in den Krisen zeigt sich, wie tief unser Glaube wirklich ist und ob der Glaube effektiv verhebt. Leid testet unseren Glauben. Und wenn wir durch das Leid durchgehen, bringt uns das in eine tiefere Beziehung mit Gott. Wir sehen das in der Geschichte vom Hiob. Ich komme nochmal zurück auf diese Geschichte. Gott hat dem Hiob seine Fragen nicht beantwortet. Aber was er gemacht hat, ist, er hat sich auf den Hiob eingelassen. Er ist in die Beziehung mit dem Hiob eingetreten. Der Hiob war in dieser ganzen Zeit mit Gott am Streiten. Er hat die Beziehung zu Gott nicht abgebrochen. Gott hat sich dem Hiob gezeigt. Und am Schluss von dem Ganzen hat der Hiob können sagen: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Er ist Gott in seinem Leid begegnet und hat ihn tiefer und näher kennengelernt. Leid kann auch deinen Charakter reifen lassen und verändern. Es kann dein Selbstbild verändern. Es kann dir zeigen, wer du wirklich bist. Unter Druck kommt das manchmal aus uns raus, was wirklich in uns drinsteckt. Es kann dir auch zeigen, was wirklich zählt im Leben. Und es bringt dich vorwärts auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe durch schwierige Situationen in meinem Leben viel für mich mitgenommen. Es hat meinen Charakter fest verändert und geformt. Und ich wäre nicht die gleiche Person. Ich wäre arrogant, ich wäre wahrscheinlich spöttisch und so weiter, wenn ich nicht selber gewisse Sachen erlebt hätte. Es hat meinen Charakter geschliffen. Leid kann auch Gutes und Edles in uns und in anderen Menschen hervorbringen. Anteilnahme, Trost, Unterstützung, Mitgefühl. Und dann zum Schluss gibt Leid dir die Voraussetzung, zum anderen in ihrem Leid zu helfen. Dort, wo du selber Leid erlebt hast, dort, wo du damit gerungen hast, da bekommst du ein neues Verständnis und eine neue Autorität drin, anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu helfen. Und wenn du heute kurz davor bist, deinen Glauben wegen deinen Fragen an den Nagel zu hängen, wenn du kurz davor bist, dass dein Glaube zerbricht, weil du mit Leid, das du erlebst oder siehst, nicht umgehen kannst, dann möchte ich dir Mut machen, dich durch diese Fragen durchzukämpfen. Sie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, nicht einfach sie wegschieben und sagen, ich komme nicht Schlag mit dem, sondern dich ausführlich mit ihnen auseinandersetzen und nicht einfache Antworten suchen. Und wir haben bei uns auch ein Team, Seelsorge zum Beispiel, das dir hilft, mit diesen Fragen umzugehen. Du darfst dich auch bei uns melden, wenn du mit diesen Fragen kämpfst und nicht weiter weißt. Aber kämpf dich durch diese Fragen durch. Weil auch ohne Gott gibt es keine Antworten auf diese Fragen. Und die Chance ist da, dass du sogar noch Hoffnung und Halt verlierst. Und das Schöne an dem Ganzen ist, du bist nicht allein in dieser Situation. Und wir möchten eine kleine Action machen, vielleicht gerade wenn du in so einer Situation bist, um dir Mut machen soll. Ich bin überzeugt, dass wir viele Leute da drin haben, die selber schon durch Leid gegangen sind und die durchgekämpft haben. Und die heute mit einer tieferen und stärkeren Beziehung mit Gott dastehen. Und wenn du so jemand bist, dann bitte ich dich, zum mutig sein und aufstehen
und vielleicht da rüberkommen, dort an dich bei diesem Vorhang dort zu verteilen. Damit andere, die vielleicht jetzt gerade in so einer Situation sind, Mut bekommen und dich sehen. Macht das gerade jetzt, in diesem Moment. Wow. Das sind Hoffnungsträger. Menschen, die das erlebt haben. Die erlebt haben, dass die Hoffnung verheben. Dass sie darauf bauen können. Und wir möchten jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir Gott arbeitet und uns einen Fokus auf ihn richtet. Und wenn du jemand bist, der im Moment mit Leid kämpft, wo vielleicht mitten drin steht, dann mache ich dir Mut, gang auf jemanden von ihnen zu. Vielleicht können die einen von euch nachher noch da stehen bleiben, sodass andere zu euch kommen, wenn sie das Gebet suchen. Gott ist dir näher. Dein Leid ist ihm nicht egal, nämlich mit dir durch das Leid gehen. Heb dich an ihm fest. Du darfst ehrlich sein mit Gott. Du darfst ihm dein Leid klagen, du darfst schreien zu ihm, was auch immer, er kann damit umgehen. Und wenn du jemand bist, der Menschen kennt, die gerade im Leid sind, dann bist keiner von den Freunden vom Hiob. Oder bleib nicht so wie sie. Versuch nicht einfache Antworten zu geben, sondern bist einfach da. Ich bete und dann gehen wir in die Worship-Zeit hinein. Bitte euch zum Aufstehen. Und nehmt das Angebot. Lasst euch von jemandem segnen. Betet mit jemandem, der das erlebt hat, der durch das Leid durchgegangen ist. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der unsere Situation wirklich kennt. Und der uns nicht allein lässt in unserer Situation hinein. Der mit uns unterwegs ist. Ich danke, dass du uns liebst, dass es dir nicht egal ist. Und du siehst das Leid, das in unserer Mitte ist. Du siehst die Menschen, die schwierige Situationen in ihrem Leben haben. Und ich bete darum, Jesus, dass sie deine Nähe und deine Kraft in dem erleben dürfen und dass sie Menschen sein, die an dem Leid nicht zerbrechen, sondern Menschen, die gestärkt daraus raus gehen können. Auch wenn wir vielleicht offene Fragen haben, auch wenn wir nicht auf alles eine Antwort bekommen. Aber dass wir dich im Leid finden dürfen. Amen. Es ist übrigens auch das Gebetsteam da.